Herzlich willkommen zurück hier bei Retrocast. Sinnlose Let's Plays bei Diablo 3 und ja, wir dürften hier mal weitermachen. Und zwar dürften wir mit dem Deckard Cain reden. Das ist es, was vom Himmel fiel. Niemand könnte etwas derartiges überleben. Wer seid ihr? Was seid ihr? Ein Krieger, glaube ich. Ich kam mit schlechten Nachrichten, doch ich erinnere mich nicht. Eure Nachricht ist möglicherweise das Einzige, das uns vor dem drohenden Verhängnis bewahren kann. Okay. Erzählt mir alles, woran ihr euch erinnert, Fremder. Jedes Detail. Fallen. Feuer. Ein Schwert von großer Macht. Es war ein Teil von mir, aber es zerbrach in 3 Stücke, als ich fiel. Es ist wichtig, dass wir diese Schwertstücke finden. Ich glaube, dass eure Erinnerung zurückkommen wird, wenn wir das Schwert wieder zusammensetzen. Die Ziegenmenschen wüten durch die Felder. Könnte das Schwert etwas damit zu tun haben? Natürlich, natürlich. Genauso wie um den Fremden herum die Toten auferstanden sind, haben die Schwertsplitter die Ziegenmenschen in den Wahnsinn getrieben. Ich werde Jagd auf die Ziegenmenschen machen. Das Schwert wird bei ihnen sein. Ihr habt keine weiteren Erinnerungen? Nur an Wogen aus Licht und eine Art Schmerz. Wie geht es euch jetzt? Die Leere zehrt an mir. Es ist eine Art ständiges Scheitern. Bleibt stark. Das Schwert kann nicht fern sein. Ja, Claire hätte schon alles gesagt, aber der Deckard hat noch etwas zu Die sagen. Horadrim waren mächtige Zauberer, die von dem Erzengel Tyrael zusammengerufen wurden, um die 3 großen Übel zu besiegen. Diablo, Mephisto und Baal. Sie haben sich vollkommen der Zerstörung der Dämonenfürsten verschrieben und hinterließen hilfreiche Folianten und Weisheiten. Wie wurdet ihr zum letzten der Horadrim? Mein Vorfahr war der Anführer der Horadrim, Jared Cain. Als die Horadrim ausstarben, blieben ihre Folianten in meiner Familie. Geschichten über die Horadrim faszinierten mich schon als kleiner Junge. Doch dass in ihnen ein tieferer Sinn verborgen lag, erkannte ich erst als Erwachsener, nachdem ich mich wieder mit ihnen beschäftigt hatte. Tyrael ist der Engel der Gerechtigkeit. Er hilft der Menschheit seit Generationen, auch wenn ihm untersagt ist, direkt einzugreifen. Vor langer Zeit schlossen die hohen Himmel und die brennenden Höllen im Anschluss an den Sündenkrieg einen Pakt, sich nicht in die Geschicke unserer Welt einzumischen. Die Dämonen haben diesen Pakt gebrochen. Warum unternimmt Tyrael nichts? Der Angiris-Rat, die Erzengel, die dem Himmel vorstehen, haben unsere Welt einst fast zerstört, um die Dämonen daran zu hindern, ihre Verderbnis zu verbreiten. Sollte Tyrael direkt handeln, würde der Rat auf die Dämonen aufmerksam werden. Und das würde uns alle in Gefahr bringen. Okay. In dem Fall haben wir ein bisschen etwas in Erfahrung gebracht. Immer noch eine komische Geschichte. Irgendwie habe ich den Durchblick immer noch nicht so ganz, aber... Egal. Schauen wir mal. Okay. Wenn wir mal schauen, wie sind wir glaube ich noch überkommen. Identifizieren. Ja, das ist die Krone, die haben wir jetzt mal wieder überkommen. Legen wir die doch an.
Ja, ich glaube, da... ist schon mal mehr oder weniger alles, hä? Und dann... kommen wir da weiter, wo wir auch schon mal stecken geblieben sind. Felder des Elends. Wenn es hier ein Schwert gibt, dann finden wir es auch. Drittes Gespänli. Das Gespänli könnte ja noch auf Leveln, oder? Vielleicht kann ich dem auch noch etwas geben. Da. Ich werde es sinnvoll einsetzen. Okay. Ja, Molly glaubt, dem haben wir jetzt auch ein bisschen auf die Sprünge geholfen, dass er ein bisschen stärker wird und dem wir uns da mal gefasst machen, um wieder eine größere Fläche abgrasen. Das Gemetzel. Das sind die sogenannten Ziegenmenschen, ne? Oh, ein Baum. Okay. Bäume können sich auch bewegen. Wir werden diese Bestien zerreißen. Da sind wieder so mächtige Wesen, fast. Auch noch. Können wir mehr von denen finden? Weiß ich nicht, da sehen wir den. Ob wir noch mehr könnten finden von denen. Wir laufen jetzt mal da im Rand nach. Eher. Wie wir den mal am Rand. Oh. Au. Urahnen segnen mich. Baum. Halbwegs. Passive Fähigkeit, Nerven aus Stahl. Nein, ich glaube, die wird ich mal noch nicht. Wir gehen da mal weiter, weil ich habe das Gefühl, das Gemetzel könnte noch relativ lang gehen. Und ein paar Bäume. Okay. Ja, ich würde sagen, da haben wir es mal gesehen. Dann gehen wir da mal in den dunklen Bereich rein. Wo wir noch nicht gesehen sind, und da hat es gerade schon mal ein paar Gegner. Ja, dort gehen wir mal noch nicht, wir haben da noch relativ viel Schwarz. Wow.
noch etwas, wo wir rein können. Da haben wir vorher übersehen, aber da ist noch ein Baum. Was ist denn das? Verlorene Mine. Gehen wir da mal rein schauen. Ich brauche mehr Zeit. Auf keinen Fall. Drücke die Hölle und Ja, zurück in die Hölle. Da hinten ist etwas daher. Aber da ist fertig. Wie geht ihr in eurer Heimat mit Verbrechern um? man kann sie mehr einfangen. Alles ist im Chaos versunken. Das schmerzt mich, das zu hören. Schauen wir mal noch, was da hinten hat. Irgendetwas muss ja noch rum haben, irgendwo nehme ich mal an. Da ist eine Sackgasse. Ich hatte mehr erwartet. Ja, aber... Ist so, was ist so. Ah. Nein. Hätte ja können sein, dass irgendwo noch etwas rauskriecht, aber in dem Fall nicht. Irgendetwas haben wir mal noch aufgenommen. Leiter rauf können wir glaube ich nicht, gell? Nein. Klettern können wir in dem Spiel nicht, so wie es aussieht. Säurennest. Heilbrunnen, den brauchen wir gar nicht im Moment, so wie es aussieht. Da kommt nichts aus dem Loch raus. Da hinten jetzt auch nichts Wirkliches. Die Angriffsgeschwindigkeit, was ist denn da? Ebene 2. Ich weiss zwar nicht, was wir hier in der Mine machen, oder was ich da soll, aber wir sind jetzt da. Vielleicht nützt es ja gleich noch etwas.
Heilbrunnen. Und da hinten hat's nichts. Da hinten hat's auch nichts. Noch nicht bereit. Unmöglich. Das werde ich nicht tun. Das kann ich nicht. Dem Licht kann ich nicht machen. Gut, dann halt. Ein bisschen schade ist, dass sich die Maps so oft wiederholen. Ich meine, da haben wir vorher auch schon gesehen. Aber ist halt auch schon 10 Jahre altes Spiel, drum ja, vielleicht kann man halt den auch nicht viel mehr erwarten. Weiß es nicht. Da ist fertig. Können wir zerstarben? Ja, können wir zerstarben. Oh, da ist wieder Sackgasse, Verzweigungen, halbes Labyrinth. Stacheldämon da rein, jetzt nichts. Das wird wieder Habt relativ. ihr jemals Angst, wenn ihr kämpft? Wahre Krieger überbieten ihre Angst. Dann sind wir beide gesegnet. Mein Glaube schützt mich gegen die Furcht. Ja, Angeber. Okay, das war eine Sackgasse gewesen. Dann gehen wir mal die anderen Wege noch gut abklappern. Beispiel da hinten.
den. Ja, ich glaube, in dem Fall haben wir alles gesehen da unten. Da haben wir schnell die Mine gemacht. Dann gehen wir da die Felder noch gut abklappern. So, ja, schön langweilig wird. Gut, da sind wir hergekommen. Da ist eine Truhe, die wir natürlich auch noch gerne mitnehmen. Und dann müssen wir mal schauen, ob wir etwas Schlaues bekommen haben. Da nicht, da auch nicht. Nicht wirklich besser. Mal da wenigstens etwas, hä? Ja, viel Schlau haben wir nicht gefunden. Obwohl wir einen Haufen Zeug eingesammelt haben. Sumpf. Ja, das ist recht ein grosses Gebiet und ich glaube, da wird ziemlich langweilig. Da bis wir wieder mal etwas, also langweilig. Für mich nicht, auf ein paar Knöpfe drücken. Die Kreuzritter schworen, ihre Leben der Suche zu weihen. Keiner glaubte, dass er derjenige sein würde, der die Verderbnis fand, reinigte und so den Kreuzzug beendete. Die Kreuzritter glaubten, dass die Suche sie adelte und dass die Disziplin ihres Lebens und ihre Reise das wahre Ziel war. Sie sollten in der Suche einen Sinn finden. Das werde ich nicht tun. Aua. Unmöglich. Das kann ich nicht. Eine Gelegenheit, eine unglaubliche Leistung. Wir sind das Feld am Abgrasen. Gewinne an Kraft. Okay. Fertigkeit hat mal etwas freigeschaltet. Da jetzt nichts Schlaues, aber da vorne hat es noch mal etwas zum Reingehen, theoretisch.
schauen. Was ist denn da? Falle nicht. Okay, wenn wir da hier, keine Ahnung. Da haben wir mal viel mitgenommen. Ah, jetzt haben wir ein paar genommen. Hä? Auf keinen Fall. Jetzt noch ein Heiltrank. So, sollen wir jetzt da gleich in die verlassene oder verfallene Krypta gehen, oder was heisst? Oder geht das zu lang? Ach, wir müssen schauen. Das geht noch nicht. Das werde ich nicht tun. Ich will der Schatzkobold, Entschuldigung. Ich brauche mehr Zeit. Der Schatzkobold hält nochmal mit. Ja, da jetzt nicht mehr viel mehr. Auf keinen Fall. Das kann ich nicht. Unmöglich. Ich hab nicht mal geschwitzt. Ja, ist gut. Glaubt das. Was ist da Schönes? Steintruhe, da haben wir glaube ich auch schon Ich gehabt. verstehe nicht, wie das Böse am helllichten Tage bestehen kann. Sollte es das Licht nicht fürchten?
Vielleicht steht die Sonne auf keiner Seite. Aber das Licht ist der Feind des Bösen, im übertragenen und wörtlichen Sinne. Ja, manchmal schon, manchmal nicht, oder? Ist wieder eher ein längerer Dungeon, hm? Aber wenigstens redet die Spielfiguren zwischen denen, wie ich schon nicht allzu viel rede. Komm, bleib da. Dann sagt wenigstens zwischen denen jemand mal etwas. Kommen wir jetzt ein bisschen vor wie ein Endlosschlaufen da ein bisschen. Das sind wir ja eigentlich. Da ist nichts. Okay. Mal ein bisschen Geld ist rum. Das werde ich nicht tun. Und wie lange das man den Tempelritter noch wird folgen, weiß man natürlich auch nicht. Jetzt noch eine zweite Ebene. Okay, da wird ja immer länger. Meine Familie. Bitte, erlöst sie von ihrer Qual. Okay, ist da. Nur gerade. Wir da noch schnell ein bisschen looten. Bitte, befreit meine Familie von ihrem verfluchten Dasein. Ich kann hören, wie sie sich im Grabe winden. Seid Jungspund, macht euch bereit, euch meinem Zorn zu stellen. Unsere aufdringliche Tochter sollte uns besser in Ruhe lassen. Ihr werdet für ihre Schwäche zahlen. Ich Torheit, uns zu stören. Das kann ich nicht. Endlich sind sie frei. Dank euch kann meine Familie nun in Frieden ruhen. Frei von dem Fluch, den sie selbst verursachten. Manche Geister verbleiben, um vergangenes Unrecht wieder gut zu machen. Ich habe mich geirrt, was sie betrifft. Okay. Ich habe die Story leider ein bisschen übersprungen, überskippt. Tut mir leid. Aber... Es gibt sicher Schlimmeres. So. Jetzt wieder 4 Wege. Ich hasse Kreuzungen, wo du überall auf alle Seiten laufen. Ah, da kommst du wieder zurück. Also wird da hin auch nicht mal allzu viel rum sein wie die anderen Verzweigungen. Vielleicht noch ein paar Gegner, vielleicht noch ein bisschen Geld zu sammeln.
Vorfahren sind wir heute. War das alles? So, ich glaube, dann sollten wir wieder mal einen Blick in Inventar werfen. Ja, ein bisschen etwas jetzt gehen und ja. Schauen wir mal. Ah, der Kollege Essi könnte ja noch ausstatten, gell? Begleiter. Schauen da. Du darfst den da haben, der wäre ein bisschen besser für dich. Ist schon etwas recht Gutes. Ah, gut. Also ist ein grosses Feld, eigentlich haben wir noch nichts gemacht und erreicht, aber wir haben eigentlich schon 2 zusätzliche Dungeons gefunden, plus eine Nebenquest noch erfüllt. Und ich bin eigentlich immer noch am Aufdecken, da ist auch nochmal etwas. Diese Höhle muss der Ort sein, an dem das Schwertbruchstück zu Boden fiel. Okay, also da wäre eigentlich der Weg, wo wir müssten weitergehen. Ich möchte aber gleich die Karte noch ein bisschen anschauen. Sicher noch mehr rum. Es ist doch immer noch recht viel schwarz auf dieser Karte, oder? Noch nicht bereit. Mehr Zeit. Ja, ich weiß, dass man dort oben müsste, aber ich, wie gesagt, ich möchte die Karte noch ein bisschen aufdecken. Da hat es irgendwo noch etwas Schlaues rum. Etwas.
keinen Fall. Unmöglich. Das kann ich nicht. Macht euch auf einen langen Kampf gefasst. Unmöglich. Okay. Zumindest immer weitere Stufen erreicht, da wäre ja auch schon mal etwas. Der Fähigkeit hätte man noch etwas überkommen. Und schauen wir dann sonst schon mal nach. Was ist denn da noch? Ein Bauernhof. Was hat diese mächtige Bestie getötet? Der da. Keine Ahnung. Eine Bestie vielleicht? Hier ist der Anführer der Meute. Auf keinen Fall. Die Plünderer haben meine arme Frau und mich stundenlang dort unten festgehalten. Ich bin mir sicher, sie würde euch liebend gerne treffen und sich für eure Hilfe bedanken. Wir haben einen Besucher, Liebling. Meine Liebste, das ist der Mann, der unseren Hof gerettet hat. Das ist eure Frau? Es scheint ihr nicht gut zu gehen. Sie ist in letzter Zeit krank gewesen, aber meine Liebe wird ihr helfen. Ich muss gehen. Ich trage zu viel. Oh, sie ist eingenickt. Ja, ich sehe das ja auch. Ich sehe auch, dass ich zu viel trage. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich jetzt Limit komme, hä? Okay, der Bauernhof. Dann gehen wir doch zurück. Dann gehen wir mal etwas verkaufen. Dann können wir genau schauen, ob die ganzen Gegner respawnen, ob wir das Ganze dann noch einmal dürfen machen oder ob die tot bleiben. Wäre ja auch noch interessant zu wissen. Finde ich. Einfache Leute haben hier ihr Leben und ihr Heim aufgebaut. Sie werden diese Katastrophe nicht überleben, wenn wir ihnen nicht helfen. Ja, wir sind ja dran, ich weiß, aber ich sollte meine Inventarisch voll, jetzt geheißen. Also, dann muss ich schnell noch schauen, wo wir denn hin. Zum Anlegen. Nicht so viel Schlaues wie erwartet.
Ich weiß, das ist ein bisschen schlechter, aber gibt mir zumindest Leben zurück. Ist denn der überhaupt? Grabstätte des Kanzlers. Muss ich denn dort noch etwas machen? Ich weiß es gar nicht. Der Begleiter. Eine ehrenvolle Wahl. Kann man dem noch etwas Besseres geben? Ich habe ein paar neue Sachen ausgegraben, die du dir ansehen solltest. Mal ballastlos werden. So. Hätten wir das. Pur, ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen spät. Okay. Da sind wir jetzt in der Nähe von Purhof. Ja, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich nicht mehr runterlaufen, Heilige. Und das Zeug ist noch da. Kann ich alles aufnehmen? Meine Frau kann beim Pflanzen und Ernten nicht mithelfen. Sie ist ja nur noch Haut und Knochen. Ja. Der hat da das Ganze da außen übel mitgespielt und ein kleines Hirn geschissen, würde ich meinen. Oder ist da selbst sich selbst belügen, um sich zu schützen? Da möglich, keine Ahnung. Okay, dann gehen wir mal genau schauen, was da in der Höhle unten ist. Oh, eine Falle. Okay. Ich möchte euch ja eigentlich nicht abmetzeln, aber wenn ihr ja... Ja, mal eigentlich mal. Ich glaube in dem Spiel... Ich glaube, die werden schon abmetzeln. Wenn sie mich töten wollen, dann töte ich auch. Wir müssen uns mit dem Ritual beeilen. Magda wird bald hier sein. Fast geschafft. Das werde ich nicht tun. Mit demselben Licht wie der Fremde. Wer bist du, dass du das nimmst, was mir gehört? Ich bringe das Schwert zu seinem Besitzer. Dennoch, ich beanspruche es. Ich bin Magda und ich führe diesen Zirkel. Das Bruchstück ist mein.
Fahr zur Hölle, Hexe. Dann soll es so sein. Lass die Spiele beginnen. Gut gekämpft. Aber du wirst niemals das nächste Bruchstück in die Hände bekommen. Es ist dort niedergegangen, wo nur die Uralten wandeln dürfen. Sie ist verschlagener, als man es von ihr erwartet. Okay. Wäre ja theoretisch ein kurzes Intermezzo gewesen, aber mit der ganzen... Da komme ich wieder raus. Okay. Aber mit der ganzen Oberwelt, mit der ganzen Quest, die wir dort hatten, ja. Gleich noch ein bisschen mehr rum gewesen. Gut, da ist mal noch die Truhe. Von dem her ist es nicht ganz sinnlos gewesen, zum dahinter laufen. Und da rein ist glaube fertig, gell? Das ist eine Sackgasse. Gut. Da hätten wir, aber ich habe ja gesagt, das Feld möchte ich eigentlich da mal noch anschauen. Wie viel das noch rum hat und wahrscheinlich hat schon noch ein paar Gegner rum zum Abmetzeln. Ich würde jetzt einfach mal so behaupten. Nur ein kleines Scharmützel. Gebt mir einen echten Kampf. So, Diese Bäume gefallen mir nicht. Seid wachsam. So ein Hühnerstall, okay. Aber mir gefallen die Bäume auch nicht. Mit solchen Gegnern wollte ich es schon immer aufnehmen. Unmöglich. Das kann ich nicht. Das werde ich nicht tun. Ein verdienter Tod. Okay. Die Ebene ist gleich noch größer, wie das ich gedacht hätte. Und da ging es zur alten Mühle. Okay, da muss ich aber noch nicht. Schauen wir mal ab.
dann hätten wir eigentlich mehr oder weniger das ganze Feld angeschaut, so wie es aussieht. Aber da hinten hat es noch etwas gehabt, wo wir hätten können reingehen. Okay. Die Vogelscheuche macht neben mir nichts. Mal schaut jetzt am Baum. Da war noch etwas gewesen. Hier lebt jemand. Geht weg! Es gibt hier drinnen nichts, was euch nützen würde. Okay, gleich mal schauen. Dies sind dunkle Zeiten, mein Freund. Ich glaubte für einen Augenblick, dass ihr einer von diesen schauderhaften Ziegenmenschen wärt. Da ihr ja nun keiner seid, möchtet ihr vielleicht etwas kaufen? Ja, und auf wenn du etwas Schlaues rum hast, dann sagen wir natürlich nicht nein. Ja, aber wirklich etwas Schlaues ist nicht so, wie es aussieht für uns. Tja, in dem Fall leider nein. Zuschreden willst du nicht mit uns. Nicht. Okay. Also, du willst nicht reden. Gut. Jetzt haben wir mal noch Händlerin aus. Irgendwo. Aber nein, schau, da ist noch ein bisschen schwarz. Holzfällerlager. Ja, und dann hätten wir mehr oder weniger die ganze Ebene gesehen, würde ich sagen. Gehen wir noch neu Tristram. Und ja, ein von 3 Splitter hätten wir und ich glaube die Folge ist schon wieder relativ genug lang. Darum wieder mit einem schönen Cliffhanger. Vielen Dank, sind ihr dabei gewesen. Bis zum nächsten Mal. Man hört sich.